Hallo, herzlich willkommen. Weitere Folge Let's Play der Billions mit Shooty. Das große Weihnachtsfresser ist vorbei. Ich bin noch am Verdauen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Vermutlich ebenso. Es wird Zeit, sich mal wieder um die Zombie-Apokalypse zu kümmern. Ich habe kurz reingeschaut. Ich möchte hier nach Norden expandieren, weil hier sieht es doch aus, als hätte ich ein bisschen Platz. Das heißt, ich schicke hier mal alles hoch, was ich so habe. Denn ich brauche mehr Platz, ich brauche mehr Hütten, ich brauche mehr Bevölkerung. Nahrung habe ich genug. Energie ist okay, wird hier noch ein bisschen gebaut. Sprich, der Flaschenhals ist wirklich die Bevölkerung. Also, schauen wir uns hier mal um. Ziel ist es ja, dass wir nicht zum Weihnachtsschmaus der Zombies werden. Hier unten ist ja eigentlich schon voll okay. Schicke ich diese mal nach oben. Und die neu ausgehobenen Sniper hier nach drüben. Die Horde war ja gerade, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, das war alles noch vor den Weihnachtstagen. Ich muss mich noch ein bisschen zurechtfinden. Doch, das war der Grund, weshalb ich hier unten war, weil hier kommt die Zombie-Horde. Okay. 5 Sniper. Dann bei den Hütten. Ja. Ich lege gleich los. Wenn die Zombie-Horde, das heißt, ich habe jetzt wirklich genügend Zeit bis zur nächsten Horde und die möchte ich jetzt auch wirklich ausnutzen. Keine Zeit verlieren. Den wollte ich auch schon lange mal bauen. Wie sieht es eigentlich so mit den Ressourcen abgreifen aus? Ne, das ist okay, habe ich schon alles gemacht. Hier gibt es noch Strom und Farmen. Wobei Nahrung ist überhaupt nicht dringend, das sieht echt gut aus. Mhm. Ich möchte mal schauen, wie es hier oben aussieht. Vielleicht habe ich Glück. Und ich habe hier ein großes Gebiet für meine neue Stadt. Gucken wir mal. Das Engineering-Center wurde fertig gebaut, erforscht. Da kann ich fortgeschrittene Einheiten herstellen. Ich ziehe die mal ein bisschen zurück. Und lass die Sniper hier einfach ein bisschen rumballern. Und das Gebiet freiräumen. Okay. Ist das ein Zombie? Nö. Das ist ein Arbeiter. Also dann baue ich jetzt möglichst schnell hier rüber, damit ich hier zumachen kann. Ja, hier geht es hauptsächlich wirklich um Tempo. Um das ganz dicht zu machen, bevor die nächste Horde kommt. Läuft. Zweite Sniper-Armee macht dasselbe hier unten. Hartley weg. Und 50 Hitpoints ist natürlich schon ziemlich luxuriös, muss man sagen. Okay, Tesla Tower wurde fertiggestellt. Ich denke, ich mache hier oben mal sicherheitshalber zu, dann habe ich hier unten Ruhe. Das sollte dann bereits schon ausreichen.
Ich glaube, die haben mir sogar einen Sniper getötet. Eieiei. Was denn? Jetzt, wenn ich hier weggehe. Pass mal ein bisschen auf euch auf. Zack. Ja, da merkt man schon den Unterschied zwischen den Veteranen und den normalen. Ich denke, ich werde den ein bisschen nach hinten ziehen, der ist schon ein bisschen angeschlagen. Okay, der ist fertig. Ja, es bietet sich an, natürlich hier noch weiter zu ziehen, aber Priorität hat oben, entsprechend werde ich hier zumachen. Erstmal Ballista. Natürlich noch Platz für die Mauern. Machen wir es so. Dann die Mauer drumherum. Mit dem Tor, damit ich durchkomme. Sehr schön. Ich werde hier noch nicht Ressourcen abgreifen, ich möchte hier wirklich erstmal dicht machen. Dann ein Tesla-Türmchen nach oben. Okay. Ach, einfach was da rumsteht, weg damit. Ja, ist auch nicht riesig, aber ich denke, es wäre trotzdem besser hier oben. Einfach weil es ziemlich frei ist vom Gelände her. Schnell hier unten schauen. Ich dachte, da lungert auch noch was rum. Ach, hier bin ich ja schon am Ende. Das ist ja interessant. Da kann ich eigentlich schon eine finale Wand hinstellen. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich hier nicht zu viel vornehme. Kann schnell tödlich enden. Hier ohne Tor. Einfach, das zu ist. Okay, das ist soweit mal okay. Dann geht's nach da oben. Schau mal, hier habe ich 5. Dort ist der Nummer 6. Was jetzt hier so auf den Kartenrand zugeht, wird es echt gefährlich. Deshalb möchte ich hier lieber mal meine erfahrene Armee verwenden. Die ballert ein bisschen schneller und macht mir Schaden. Ich denke, ich mache hier gleich die Ecke komplett leer. Okay, das ist gut. Dann fügen wir die noch hinzu. Dann habe ich hier auch 20 Sniper. Die gehen mal nach hier oben. Muss mal reichen für den Moment. Okay. Kurze Pause. Ich sehe ich habe jetzt ziemlich viele Ressourcen angespart. Ich sollte die unbedingt ausgeben.
knapp wie immer. Nahrung, Energie ist gut, knapp wie immer. Die Bevölkerung, also mal kräftig Häuser erweitern. Okay, das gibt wunderbar Geld und Bevölkerung. Hier wird weitergebaut. Habe ich noch ein Feld verpasst? Ich hoffe, das wird nicht tragisch. Ich hoffe, das wird nicht tragisch. Der bietet sich hier eigentlich an. Ja. Das geht dann ein bisschen schneller so. Okay, hier unten ist abgesichert. Meine erfahrene Armee macht die Ecke hier oben zombiefrei. Läuft, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wann die letzte Horde war. Ich denke mal 50, 55. Könnte es dann wieder zur Sache gehen. Okay. Sehr schön. Hier ist alles fertig. Ja, ich könnte jetzt eigentlich schon damit beginnen, aber irgendwie macht es noch nicht so wirklich Sinn. Also lieber noch ein bisschen Upgrade hier. Und es ist wahnsinnig, wie viel Energie das man braucht. Vielleicht fragt ihr euch, warum baue ich nicht die fortgeschrittenen Gebäude? Erforschen könnte ich sie, ja. Aber wenn man das Verhältnis von produzierten Ressourcen vergleicht mit... Oh, hier habe ich kein Holz mehr. Holz habe ich echt wenig, 35. Dann stellt man einfach fest, es lohnt sich wirklich nicht. Das ist echt ein schlechtes Verhältnis. Das würde ich jetzt wirklich nur machen, wenn ich keinen Platz mehr hätte. Keine Möglichkeit, irgendwo noch was hinzubauen. Ja. Eigentlich brauche ich brauche natürlich viel für die... für die Energieproduktion. Mach mal so. Gut. Okay. Dann Tesla-Türmchen. Und das Gebiet einnehmen. Und in der Zwischenzeit mache ich natürlich hier oben weiter. Was? Like a snake with prey? Was bedeutet denn das? Hier scheint es nicht weiterzugehen. Okay, Tesla-Türmchen wurden erstellt. Ich möchte hier möglichst wenig in das grüne Gebiet. Wobei hier oben ist es eigentlich egal. Jo, weil hier oben kommt die Stadt hin.
my mind. Let's go. Na, ich bin froh, dass ich auch noch ich bin immer noch im Verdauen von diesem ganzen dieser Weihnachtsfüllerei. Aber ich kriege es wohl noch hin mit dem Spiel. Ich überlege mir hier drüben vielleicht die finale Wahl. Man muss immer ein bisschen Abstand zum Kartenrand haben. Man kann nicht zu nah hinbauen. Und ich habe auch gern ein bisschen Platz. Weil ich werde dann, ich denke mal so ab Tag 80, beginne ich dann wirklich mich auf die Verteidigung zu fokussieren und nicht mehr zu expandieren. Und da werden dann die Executor Towers gespammt. Das möchte ich nicht früher machen, weil die sind wirklich teuer. Und die ganze Kohle und Energie, die ich da für die Maintenance ausgebe, die kann ich im Moment in die Expansion stecken, das heißt meine Wirtschaft stärken. Es ist viel sinnvoller, als dass die jetzt da einfach im Idle Mode all die Ressourcen verbrauchen für nichts. Aber damit die Türmchen dann auch schön effektiv sind, so 1, 2 Türmchen heißen dann auch nicht so viel. Deshalb habe ich dann schon gern so 4, 5 pro Sektion und das braucht Platz. So, schauen wir mal, ich habe die Ecke frei gemacht. Hier oben geht es nicht weiter, da ist wohl See und Wald. Hier wäre natürlich noch schön farmen, aber das ist zu nah. Also, ein bisschen Plan muss mal sein. Ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich werde hier irgendwie eine Verteidigungswall hinziehen. Hier zum Wald. Und hier muss ich dann vermutlich in sowas bauen. Mal schauen, ob das vom Platz erreicht. Ja, das werde ich jetzt auch gleich in Angriff nehmen. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen jetzt das Ziel bis zur nächsten Horde. Ansonsten, ich schaue trotzdem, hier habe ich 2, hier ist nur einer, hier ist nur einer. Also der Süden und der Westen ist ein bisschen schwach bestückt, das muss ich unbedingt noch verbessern. Das ist ein Mini-Hörtchen, ich vermute es mal. Naja, ich meine, Sniper haben zumindest ein bisschen Freude an ihrer Arbeit im Gegensatz zu den Rangern, die ja wirklich nonstop am Jammern waren. Okay, Turm gebaut. Dann gibt es weitere Türmchen. Okay, ich habe wieder ein bisschen viele Ressourcen, die sollte ich nicht einfach so verkümmern lassen. Das heißt, ich werde hier noch Upgrades fahren der letzten Häuser in meiner Stadt. Dann habe ich noch Holz, die werde ich gleich in Energie umwandeln mittels den Mühlen. Immer schön möglichst optimiert vom Platz her. Okay, mehr gibt's nicht. Ach, ich mag die viel lieber. Die Ranger sind echt nonstop am Rummotzen. Und die lieben ihren Job. Das nenne ich noch Herzblut.
Okay, Tesla Tower wurden fertiggestellt, dann gleich wieder nach unten. Okay. Verteidigungswelle. Jetzt ein bisschen planungsintensiver. Weil ich möchte das gleich von Anfang an richtig bauen. Da muss ich das nicht wieder bügeln. Eigentlich wäre ja am besten... Die Bäume sind okay, die kann ich als Verteidigung benutzen. Also wenn ich hier die Linie ziehe. Ich denke, das mache ich auch. Ja, mache ich auch. Nach oben mit euch. Hier unten einfach zur Sicherheit. Ich glaube, ich überblicke hier nicht das ganze Gebiet. Noch ein bisschen aufteilen. Was läuft denn hier um? Ach so, und das Gebiet hier drüben darf ich natürlich nicht vernachlässigen. Hier muss auch weitergebaut werden. Sehr schön. Ich habe noch gar keine... Ne, ich habe echt noch keine Warenhäuser gebaut. Das sollte ich vielleicht auch mal nachholen. Finde ich immer besonders attraktiv rund um die Farmen, weil die geben noch einen Bonus auf die Farmen. Und hier oben werde ich jetzt dann gleich, sobald ich die Ressourcen habe, mit der neuen Stadt beginnen. Läuft, 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 läuft. Also wenn ich hier die Mauer baue, ja, ich denke, ich werde die gar nicht groß... ich werde sie noch ein bisschen... Muss ich das überhaupt? Ne, muss ich gar nicht. Ich denke, ich lasse die gleich so. Ja. Ne, ich ziehe sie noch ein bisschen hoch hier. Damit ich noch ein bisschen in die Nähe vom Ölfeld komme, vielleicht kann ich das noch außen so ein bisschen ausbeuten, ohne dass ich jetzt noch groß drüber hinaus expandieren muss. Muss ich mir dann anschauen. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es gut aus. Ich mache mal so jeden zweiten. Hier kommt einer hin. Dann gibt es hier einen. Oder ich ziehe den gleich ganz rüber und mache ihn so. Wäre natürlich eine Option. Kriege ich den See noch rein. Schauen wir mal, wo das Map Limit ist. Wird hier angezeigt. Also hier ungefähr. Und hier drüben ungefähr dort. Ich könnte den irgendwie so bauen. Ja, dann steht natürlich das hier auch. Nee, ich mache hier zu, das ist mir. Wobei es wäre natürlich dann auch wieder gut. Ja, der Platz reicht einfach nicht. Also das wäre irgendwie bis hierhin. Nee, das ist schon Kartenlimit, das geht gar nicht. Das geht leider nicht. Also machen wir es ein bisschen kleiner. Auch wenn es Vorteile hätte. Auch wenn es klar seine Vorteile hätte. Es ist einfach zu wenig Platz vorhanden. Okay, das läuft. Hier drüben ebenso. Ja, aber baue ich ihn hier drüben hin?
Da könnte das Kartenlimit dann auch schon bald ein Problem werden. Ab ungefähr hier. Na, muss ich wohl doch so bauen. Hier drüben habe ich wohl ein bisschen mehr Platz. Ein bisschen. Aber ich baue die noch vor dem Feld. Aber das mache ich in der nächsten Episode, denn die Zeit ist ja schon wieder um. Entsprechend danke fürs Zuschauen. Nächste Folge schon bald. Bis dann. Tschö.